Herr Reicher. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute schwätzen wir über das Gesetzesprojekt, den auf den ersten Blick vielleicht technisch ausgesagt, mir in Wirklichkeit eine ganz konkrete Auswirkung auf den Alltag von vielen Familien, Kinder, Jugendliche und Eltern in unserem Land hat, nämlich den Schultransport. Das Projekt de loi, den es vorliegt, hat Ziel, die Finanzierung vom Schultransport mit dem Bus anzupassen und zu verlängern. Ursprünglich war ein Montant von rund 180 Millionen Euro für eine Dauer von 4 Jahren vorgesehen, mit einer Échéance am Juli 2021. So geht es darum, diesen Montant auf bald 281 Millionen Euro zu erhöhen und die Laufzeit bis zum 15. Juli 2031 zu verlängern. Das ist keine Kleindecision, das ist eine substanzielle Erhöhung von den Mitteln. Und das ist dafür auch wichtig, dass wir verstehen, wieso die zusammenkommen. Erstens haben sich Kosten in den letzten Jahren deutlich entwickelt. Ich nenne nur Stichwörter wie Investitionen an den Bussen, Personalkosten, Energiepreise, aber auch generell die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Zweitens steht eine strukturelle Änderung und Chauffeur so gesagt, das Syndikat TC hat sich aus dem Schultransport am Süden zurückgezogen und das bedeutet, dass der Staat das Verantwortung muss verhüllen. Das ist keine Kleinumstellung, wie eng, die an diesen übergreifenden Reformprozess angebunden ist. Drittens geht es doch um eine Übergangsphase für Kontrakte in Zukunft besser zu koordinieren und eine einheitliche Ausschreibung zu ermöglichen, eine temporäre Lösung geschaffen. Herr Präsident, am Schultransport muss ich aber klar sagen, dass zwei Akteure mit getrennter Finanzierung am Land gehen, nämlich die Stadt und Gemeinden. Nicht nur beim Staat, sondern auch bei den Gemeinden haben wir gesehen, dass die Preise für den Schultransport ganz stark geklommen sind. Gemeinden sind es, die den Schülertransport all für die Kinder bis zum 6. Schuljahr garantieren, noch den Transport für außerschulische Aktivitäten wie zum Beispiel Sport, Freizeit oder auch Musikschule. Neuerdings werden durch das Projekt Alpha noch weiter Transporte auf verschiedene Gemeinden müssen organisiert werden. Auch das ist ein Kostenfaktor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, allgemein ist auch zu sagen, dass der Schultransport zu Lützburg am Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und Terrain her den Heilstoff von betroffenen Eltern eng oder gerne kleine Reklamationen oder Schwierigkeiten, die meistens aber punktuell sind. Aber bei dieser Gelegenheit gebe ich auch gerne den Mitarbeiter von Transportpublik großen Merci sagen für Ihre sehr pragmatische Lösungen, die wir am Alltag zusammen umsetzen. Langfristig muss das Ziel sein, eine bessere Verteilung von Mobilitätsfluss am Laufe des Tages zu erreichen, für so den Verkehr zu entlasten. Das geht aber eine veränderte Schulorganisation bedeuten, aber es geht doch weit über das Projekt de loi heraus, dem wir heute stimmen. Dabei kann er auch, dass man in Zukunft mit einer wachsenden Schülerzahl rechnen muss. Mehr kann auch Jugendlichen werden als Schule gehen. Das bedeutet, dass wir heute schon Weichen stellen müssen und dadurch im Kontext von den weiteren Entwicklungen, die an dem Plan sektoriell vorgesehen sind. Letzte Woche, meine ich, durften 11 neue Lyceen hier am Land vorgestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch wichtig, den finanziellen Impact von diesem System klar zu benennen. Länger im Jahr 2025 schlug für den Schultransport der Gesamtcoût bei knapp 49 Millionen Euro für 3,8 Millionen Deplacementen. Das entspricht einem durchschnittlichen Kostenpunkt von 12,90 Euro pro Trajet. Auch dafür will ich das Service vom Militärministerium merci sagen, die als das Informationen an der Kommission zukommen gelassen haben. Herr Präsident, dieses Gesetzesprojekt ist eine nötige Anpassung und eine Realität, die sich verändert hat. Und erlaubt es, Schultransport weiterhin zuverlässig, sicher und gut organisiert zu garantieren und das in einer Zeit für wirtschaftliche und strukturelle Herausforderungen. Natürlich bleibt es als Aufgabe, Kostenentwicklung am Arzt zu behalten und dafür zu sorgen, dass Steuergelder effizient eingesetzt werden. Und gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, den Schultransport als ein essentielles Servicepublik. In dem Sinn gebe ich auch Zustimmung von der CSV-Fraktion. So, ich merci.